Hier ist unsere Geschichte. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschichte Nummer 32. Ditmaal wordt van unserem Reitmerken im Jahr 1949 zum eine vollkommenere Landkartmerken von den mennonitischen Siedlungen in Darpa und der Cuauhtémoc umgehend in Chihuahua. Von den Mennoniten ihre erste Landkarte in Chihuahua, Mexiko, von den Mutterkolonien Manitoba und Swift Current, ist in dem von Walter Schmiedehaus geschriebenen Buch Ein feste Burg ist unser Gott, wohnt 1947 gedreckt, rütgegeft und ab dem Markt zum Verkaufen gebracht wird, eine Kopie an jeder Buch angelegt worden. Und dort gab in Chihuahua bis 1949 immer noch mal bloß diese erste, als sehr unvollkommene mennonitische Landkarte. Ab beide mennonitische Siedlungen in Chihuahua wären über die Jahre überall Niederdarpa gegründet und besiedelt worden. All Land ab beide originale Siedlungen wir all für Jahre besiedelt worden. In Büterdem hatten Gruppen von mennonitischen Formen von beiden Kolonien, auch all ab verschiedenen Städten, Büter Kolonien, Ländereien gekauft und Niederdarpa gegründet und angesiedelt. In der oldkolonischen Mutterkolonien, Manitoba und Swift Current, haben 1944 auch all Taub den Ojo de la Yegua Rancho gekauft, als Siedlungsland für ihre erste Tochterkolonie, die Nordkolonie in Chihuahua. Und daarboven wären auch all 13 Niederdarpa angelegt worden. Ein neue mennonitische Einwanderer, Kleingemeinde und Oldkoloniegruppen von Kanada haben all den Los Hawaiis Rancho gekauft und wären 1948 auf diesem Land in Chihuahua angesiedelt. Aber dort gab immer noch mal bloß diese erste unvollkommene Landkarte oder Mappa von der oldkolonischen Swift Current und Manitoba-Kolonie, Darpa in dem Bustillo-Stol in Chihuahua. Keiner hat scheinbar den Mut abgebracht, mal eine zeitgemäßere, vollkommenere mennonitische Landkarte zu merken, wobei mal waren alle mennonitische Darpa und der Cuauhtémoc umgehend ordentlich und angetekent stunden. Die Nachfrage nach einer vollkommeneren Landkarte wird all jeder Jahr immer noch größer. Immer mehr Menschen, Mennoniten und Mexikaner, und besonders auch Touristen aus anderen Ländern, wenn die mennonitische Siedlungen in Chihuahua besuchten, fragen an unserem kleinen Bürgerstuhl an, ob dort nicht wohl eine vollkommenere Landkarte gibt, wo nur alle mennonitische Siedlungen in Darpa und der Umgegend abweist. Und ob wo auch die am meisten gebrauchte Erdwege durch die Kolonien und von einer mennonitischen Siedlung nur der andere im Bett angetekent stunden. Als uns Vater Gerhard J. Rempel im Januar 1945 von seinem Vorsteheramt losgekommen war, dann kauft er dort Trecker geschafft und uns Großvater Johann W. Rempel 1925 im Oktober von Manitoba mitgebracht hat nach Chihuahua. Großvater war aber im Februar 1927 gestorben und von 1927 bis 1945 haben unsere Onkels Jakob A. Ernst und Bernhard A. Ernst in Rosendahl der Trecker geschafft, geehnt. Sie haben dort geschafft und diese 18 Jahre bedienend vergratet und haben sogar Bibeln und Gesangbücher gedreckt mit ihrem kleinen Trecker geschafft. Nu aber von 1944 an irgendwie dort geschafft. Der Trecker geschafft auf eine eigenartige Geschichte hinter sich. Und vielleicht soll die Geschichte von diesem Trecker geschafft auch nochmal in Einzelheiten verteilt worden. Oder wenigstens die ganze Geschichte davon abgeschrieben und geschichtlich festgehalten worden. Als wir Trecker geschafft und auch einen kleinen Buchhandel hatten, in Blumenart,
dann kämen viele Sommerfelder in Oldkolonien bei unserem Geschäft an, wenn sie bei Quacktemok gekommen wären. Und von am Fahrjahr 1948 an kämen noch von den nie angekommenen Einwanderern von der Quellenkolonie, Kleingemeinde in Oldkolonien bei uns an, wenn sie mal nach Quacktemok kämen. Und immer mehr Menschen fragen nach einer vollkommeneren Landkarte. Die Nachfrage nach einer Landkarte, wo alle mennonitische Kolonien in Darpa und Quacktemok umgehend abweist, die wird immer größer. Und ich glaube, dass wir im Februar 1949, dann mögt uns Vater Gerhard J. Rempel die Entscheidung, dass er dort wehren wird, Geld zu investieren in eine vollständige Landkarte merken lassen, zum Vervielfältigen und Verkaufen. Eine Karte von allen mennonitischen Kolonien in Darpa und der Quacktemok umgehend. All die Informationen oder all das Material für so ein Unternehmen zu sammeln, nimmt Vater sich den damals so sehr berühmten Manitoba-Kolonie Landmeter Heinrich J. Martens von Neuenburg an. Martens wäre dann all bei sehr vielen von den näheren Landvermietungen für Privatgruppen, wenn die mehr Siedlungsland bitte die mennonitische Kolonien kauften und dort nie Darpa anleden, Landmeter gewesen. Er hat auch bei dem Neue Darpa ab der Manitoba-Kolonie anmieten geholfen. Martens wäre 1945 auch der Hauptlandmeter gewesen, beim dort auch der Land für die Nordkolonie anmieten. Und Martens halt 1948 auch dort Los Hawaii's Land an Darpa anmieten für die neue mennonitische Einwanderer, für die Kleingemeinde in Oldkolonie von Kanada, wo die Quellenkolonie wird. So dass er als sehr viel Landkartmaterial auf Papier und an seine Schreibtischschubladen hat. Kein mennonitischer Kolonist in Chihuahua hat so viele Erfahrungen mit Landanmieten, keiner hat so viel Landkartenmaterial als Hendrik Martens in Nienburg. Ans vor seine Entscheidung war damals, dass das berühmt gewordene Landmeter Hendrik Martens und ich top anarbeiten sollen, das Material für eine neue Landkarte zu sammeln und dann eine zeitgemäßere, vollkommenere Landkarte aufstellen sollen. Eine Karte, wo alle mennonitische Siedlungen in Darpa und auch die am meisten gebrauchte Erdwege über und zwischen mennonitische Siedlungen in Darpa abwiesen soll. Weil Martens der Hauptlandmeter gewesen wäre, beim das Land von dem Mojo de la Yegua Rancho anmieten für die oldkolonische Swift Current in Manitoba-Kolonien, wonen das Land top gekauft und daarboven ihre erste Tochterkolonie in Chihuahua gegründet hadden, had hij all die genaue Einzelheiten von all diese Darpa auf Papier. Und weil sie auch die Hauptlandmeter gewesen wäre, beim das Land von dem Los Hawaii's Rancho anmieten, für die Kleingemeinde in Oldkolonie von Kanada, hat hij auch alle Einzelheiten auf Papier von all diese neue Darpa. Zodat hij von dem Material in seine Schreibtischschubladen diese ganze neue Siedlungen auch all ganz leicht kann Port von einer neue, vollkommener Landkarte merken. Dat heet, wenn man erst dort ein Tracht gefangen hat, kriegt, wo das Los Hawaii's Land auf der Landkarte zu liegen kam oder zu liegen kommen würde. Die Sommerfelder hatten ihre originale Uitmetungen von ihren Siedlungen in Darpa auch auf Papier, zoals die mexikanischen Ingenieros, die 1921 uitgemeten hadden für die Santa Clara Darpa und auch für die Darpa Halbstadt Nummer 54 in Bergtal Nummer 40, den ihre Landkarten brucht, wir uns auch bloß liehen, und so bruchen aus die von den mexikanischen Ingenieros in ihre eine Landmeter 1921 gemerkt worden wären. Aber um diese Siedlungen an die mennonitische Landkarte richtig zeichnen zu können, mussten wir auch noch erst genau uitmeten und Trachtfingen kriegen, wo die zu liegen kämen oder zu liegen kommen würden auf der Landkarte. Von all den neuen Darpa auf den Manitoba und Swift Current Siedlungen hat Landmeter Martens auch all die nötigsten Anmetungseinzelheiten. In den Landtitels von der Darpa Heiboden Nummer 30 und Hoffnungsau Nummer 31 wurden eine kleine Gruppe Kleingemeinde von Kansas 1924 gekauft hat und auch von mexikanischen Ingenieros für ihren Landtitel vermieten worden wir, den Lied wir uns auch.
En van Zonnedarpen aus Altneu Nummer 34, Neuhof Nummer 36, Steinreich Nummer 38, Springveld Nummer 41, Blomstein Nummer 42a, Rüdnerweide Nummer 42b, in Sprengtol Nummer 50, Cordovana Nummer 45, wonen alle privat van Gruppen van Mennonitische Büros zwischen Rubio in dem Ojo de la Yegua-Land gekauft und besiedelt worden wären, wonen auch von mexikanischen Ingenieros angefertigt worden wären, die Lieder Gemortes sich auch alle taub, denn die brucht wie auch dort all diese Darpa auf der reichmäßige steht auf der Landkarte in Antekenen zu kennen. Gemortes wir, die sind viele Landmeten auch mit vielen mexikanischen Ingenieros bekannt geworden und auch mit vielen Grootgrundbesetter oder Landeigentümer von großen Ganaderias, wo ihre Wesländer zwischen und die mennonitische Siedlungen herum lagen, sodass er auch den ihre Landtitels leicht liehen kann, wo uns dort daran fehlt. Kort, was immer uns zum eine tijdgemäße Landkarte merken fehlt, dat hat Gemortes entweder all top gefangen oder er wist wenigstens, wo er dort top finden kann, als er in Eck anfangen, top rein zu merken für eine neue Landkarte. Und dann, ich glaube, dass wir 1949 im Februar, dann fuhren Landmeter Henrik Mortes von Nienburg in Eck top einen Tag gespart an den Anlegschen Boy, fuhren da so weit ab, als die Pier den wir göttlich tragen können, spannen da ut, leden fair und hingen jeder Rad einen Stein, bungen die Pier dann wir an, geben die Futter, nehmen uns Eten und Landmeter Apparat und kletterten ab dem Boyen ab, was ab den runden Knubbel am Südosteng vom Boy. Krieg, was ab der steht, wo wir Krieg hier in der Nienbäusche Dwergaslinie wären. Und von dieser Stadt aus macht wir uns eine bestimmte Stadt bei dem Darb Anlage Nummer 11, sodass wir den genauen Punkt weiten oder ausrechnen können, kriegt, wo wir uns Apparat mit dem Kompass auf dem Boy stehen haben. Und als wir ausgerechnet haben, kriegt, wo uns Apparat stand, dann sagt wir uns von dieser Stadt aus, dass dort Transit, Telespektiv oder Teleskop, de Ojo de la Yegua Hacienda, wonen nu Port von dem Darb Kronsfeld Nummer 62 wir, und auch noch ein paar andere bestimmte Städten an der Westsee auf dem Ojo de la Yegua Land, und so eine Darb aus Hochtal Nummer 59 und Lichtfeld Nummer 67, und schreiben dann ganz genau ab, wo eine große Nummer ans Apparat stand, wenn sie in Telespektiv auf diese Städten, auf die Nordkolonie hinweist und so weiter. Diese Großnummers sollen uns nachher beim Landkartmolen helfen, den ganzen Ojo de la Yegua Landplan auf unsere Karte kriegt, weit genug Osten und Norden zu schieben von dem Manitoba-Kolonie Landplan. Als wir auf dem Boy mit unserem Meten und Abschreiben fertig wären, dann stehen wir da rauf von dem Boy, spannen Mortes errepiert, verrehren schmacken, Greentank werben und fuhren bad an der Darb Bergtal. Beim ab dem Anlegschen Boy und abklautern, stand ich da eben, wo storch Gemortes wär. Wir mussten ja uns Eten, uns Wasser und unseren Dreifoten dort Landmeter Transit, dort Telespektiv oder Teleskop mitten abdrehen. Und während Gemortes dabei eine viel schwandere Weg durch als ich, klettert er doch noch Bosia ab als ich und wird dabei lang nicht so schön mit als ich. Hänge Rubio bemaut wie, kriegt wo wie dort wir von der nördlichsten Spitz vom Manitoba-Kolonie Landplan, bei der Südwest ich von dem Heibodenschen Land. Wir bemauten noch ein paar andere Enge zwischen bestimmte Flecken Land. Ich habe aber nicht mehr beholen kriegt, was wir alle gemeten haben. Aber ich weiß noch, dass wir bei unserem Meten auf einige geliehene Landtitels, wo die mexikanischen Ingenieros gemerkt haben, fangen, dass den ihre angegebenen Moten auf die Titels auch nicht immer ganz korrekt stammten.
Als wir hier mit unserem Mäten fertig wären, dann fuhren wir bei dem Dorf Barchtol, Nummer 40. Da hat Mortis sein ehemaliger Jugendfreund von Blaumenuert Nummer 22, Jakob Wieben Franz, ein Stuhr. Und als wir da an das Stuhr hinankamen, dann bereisten diese 2 Jugendfreunde sich noberlich aus Sonne und verschwungen. Das heißt, sie gingen an die sogenannte Parkkammer hinein. Während diese Jugendfreunde da beinen wären, an der Parkkammer, konnte ich da am Stuhr sitzen und lüren. Und als die endlich war der Träger an den Stuhr hinankamen, dann merkte ich kurz, dass sie beide in Bett zu deep an die Buddel hinangekickt hatten. Die Sonne war über dem all sehr leer gesunken und wir wollen noch danach bei Lichtfeld Nummer 67 bei meinem Bruder Knals Rampels sein. Ab diesem war ich noch von Bergtal Bad Lichtfeld, verteilte ihm Mortis mir mancherlei, was ich dachte, er nicht getan haben würde, wenn er das nicht gedieselt hat. Der Mond scheint an diesem Abend so klar, dass Mortis scheinbar immer kriegt wisst, wo er fahren will. Oder wir nicht vielleicht seine Piet wohnen den Weg kriegt wüssten. Denn die haben ab diesem Weg all viele Mal geführt. Dort wird laut, aber wir kamen noch gelegentlich Bad Lichtfeld hin zur Nacht. Am nächsten Morgen fuhr Bruder Knals mit seinen Piet in Wehren mit uns Taub auf einem Boy Westen von Lichtfeld so weit hinab, als die Piet den Wehren tragen können. Da spannen wir die Piet uit, leden große Steine ver und hängen alle Feuerräder, bringen die Piet am Wehren, geben die Futter, nehmen unseren Apparat, eten und Wasser und klauterten, was ab der höchste steht vom Boy. Die Spitze von diesem Boy wir ab dem Landtitelplan genau betekend, so dass wir korrekt wussten, ab wo steht wie da wären. Da stellten wir weiter unseren Apparat, das Transit oder Telespektiv an und sagten uns von da aus bestimmte Städten am Siedelchen, Nudelchen, Ostelchen und Wastelchenport von dem Los Hawaii Land, das heißt Städten, von wo wir die Geneve steht, ab die Landtitelkort von Los Hawaii wüssten. Wir schreiben dann weiter korrekt ab, was unserem Apparat sein Grodenmeter weiß, wenn uns Teleskop nur diese Städten haben weiß. Und so deit wir dort von ab diesem Boy uit auch mit bestimmten Städten ab die Santa Clara Siedlung und die südwestliche, nordwestliche, südöstliche und nordöstliche Süden. Mortis hat sich auch all die 50 ihrer Landtitels mit ihren Bezeichnungen von ihren zwischen de Ojo de la Yegua, Santa Clara und Los Hawaii Ländereien geliehen, sodass wir nu bereit wären, von hier zurück nach Hause fahren. Nu haben wir alle Einzelheiten gesammelt, an unser Landkarte wieder arbeiten zu können. Als wir zurück bei Blaumenuert gekommen wären, dann arbeiten wir beide, Mortis und ich, in unserem Drecker geschafft auf große Daschen, Atelier der Taub an unser Landkarte. Danach fuhr Mortis nach Hause. Sie wohnten hier in Nienberg. In Samarias kam er weiter nach uns. Und wir arbeiten weiter wieder an unserem Projekt. Das gibt viel zu bemeten und zu berechnen. All die verschiedenen Landtitels mussten nur die selbe Scale gemalt werden. Und die mussten alle nur ihre rechtmäßige Städte auf unsere Karte angeschoben werden. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal noch mehr von unserem Reitmerken im Jahr 1949 zu meiner vollkommeneren Landkartmerken von den mennonitischen Siedlungen in Darpa und der Koptemung am Jent in Chihuahua. Bis nächstes Mal. Ich bin George Rampel.